Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hoi hoi miteinander, willkommen zum neuen Podcast von dieser Woche hier auf Swiss German Storytime. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Heute werde ich in diesem Podcast über die 4 Landessprachen reden, und zwar ehrlich gesagt nur über eine, und das ist die kleinste Landessprache, das Rätoromanisch. Und ich glaube, wir kennen alle, dass das Rätoromanisch existiert, aber zumindest ich weiss nicht so viel über die Sprache eigentlich. Also ich habe sie schon mal gehört, manchmal auf SRF, wenn Beiträge kommen, und dann denke ich ab und zu, das Wort verstand ich, das verstand ich, von Französisch, von Deutsch, aber irgendwie macht es dann doch keinen Sinn und ich könnte mich natürlich überhaupt nicht verständigen in dieser Sprache. Also es ist für mich auch sehr eine unbekannte Sprache. Und dann ist bei mir selber auch mal die Frage aufgekommen, wieso ist denn eigentlich das Rätoromanisch eine Landessprache von der Schweiz geworden, wenn ja nur eine Minderheit die Sprache redet. Und dieser Frage wird ich in diesem Podcast auf die Spur gehen, da versuchen zu beantworten, wieso dass es eine Landessprache geworden ist und auch ein bisschen Hintergrundinformationen zu dieser Sprache geben, von wo das sie gekommen ist, zu welcher Familie das sie gehört. Ich hoffe, ihr findet es interessant und wünsche euch viel Spaß bei dem Podcast. Romansch, eine offizielle Landessprache. Aber wieso eigentlich? Als rätoromanische Sprache wird eine Gruppe von romanischen Sprachen in der Schweiz und Italien bezeichnet. Im Schweizer Kanton Graubünden sagt man Bündnerromanisch oder Romansch. Im Dolomitengebiet Dolomitenladinisch oder Ladinisch und im Friaul wird es Friaulisch oder Furlanisch genannt. Von der romanischen Sprache gibt es etwa 15 Standardsprachen und alle haben Latein als die gemeinsame Vorläufersprache. Die bekanntesten Vertreter mit den meisten Sprechern, uns allen gut bekannt, sind Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch und Rumänisch. Die rätoromanischen Sprachen sind im Vergleich eher klein und zum Beispiel hat das Furlanisch etwa 350'000 Sprecher, das Bündnerromanisch ca. 60'000 Sprecher und das Ladinisch ungefähr 40'000 Personen, die die Sprache heutzutage aktiv brauchen. Die Frage, ob die 3 Sprachen, die ja in geografisch gänzlich getrennten Regionen sind, eine genetische Einheit innerhalb der romanischen Sprachfamilie bildet, ist lang diskutiert worden und anscheinend bis heute nicht geklärt. Die Befürworter sind der Meinung, dass eine Einheit existiert und Rätoromanisch als Oberbegriff verwendet werden sollte. Von den Gegnern wird das abgelehnt, weil sie sagen, dass die 3 Dialektgruppen keine gemeinsame definierenden linguistische Merkmale aufweisen. Die rätoromanischen Sprachen sind in der Tat speziell und lassen sich auch nicht einer anderen grösseren romanischen Sprache zuordnen oder als Dialektform, zum Beispiel von Französisch oder Italienisch, einstufen. Man kann sie als Restdialekt vom Latein von der römischen Provinz Raetia anschauen. Sie haben sich weitgehend unabhängig von der benachbarten romanischen Kultursprache entwickelt und sind mit denen seit der Römerzeit nur wenig oder gar nicht in Wechselwirkung gestanden. Im nicht-linguistischen, normalen Sprachgebrauch in der Schweiz bezieht sich der Begriff Rätoromanisch ausschließlich auf das Bündnerromanisch. Wie ist jetzt aber die uralte Sprache zu einer offiziellen Landessprache der Schweiz geworden? In den 1930er Jahren hat sich über Europa eine dunkle Zukunft zusammengebraut, wo ja dann leider mit dem Zweiten Weltkrieg seinen tragischen Höhepunkt gefunden hat. Und die italienischen Faschisten sind die eigentlichen Adressaten vom wuchtigen Ja von der Schweizer Bevölkerung zu einer Sprache gesehen, die noch wenig zuvor als veraltet betrachtet worden ist. Es hat geheissen, dass italophone Gebiete außerhalb von Italien müssten ins Land zurückgeführt werden und Romansch sei nur ein lombardischer Dialekt. Da hat vielen Schweizer zu denken gegeben und plötzlich hat das Rätoromanische viele Freunde gehabt. Noch vor dem Ausbruch des Krieges, am 20. Februar 1938, ist Romansch als die 4. offizielle Landessprache angenommen worden. Über 90% der Stimmberechtigten haben dem Rätoromanischen den Rücken gesteckt
Und das Ergebnis von dieser einzigartigen Abstimmung ist so klar wie überwältigend gesehen. Das starke Ja zu der 4. Landessprache ist zugleich auch ein ganz klares Nein gegen den Faschismus gesehen. Ein paar Monate später hat der Bundesrat Philipp Etter die kulturelle Vielfalt, die Ehrfurcht vor der Würde des Menschen und die Absage an einen Führerkult zu den Grundwerten der Schweiz erklärt. Diese Ablehnung der faschistischen Idee, die Gefahr, die romanischsprachigen Landesteile an Italien zu verlieren und die zum Selbstbild der Schweiz passenden eigensinnigen Bergler, sind wohl ausschlaggebende Punkte gesehen, das Rätoromanisch als Landessprache aufzunehmen. Die Zeiten haben sich nach dem Krieg glücklicherweise wieder beruhigt und der Faschismus ist besiegt gesehen. Was uns aber zum Glück geblieben ist eine wunderbare 4. Landessprache. Rätoromanisch. Ja, und das ist doch ein gutes Schlusswort für den Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es interessant gefunden. Falls ihr noch mehr von diesen Podcasts hören wollt, schaut einfach auf meinem Kanal durch. Es gibt mittlerweile schon einige Themen, wo ich drauf habe, verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ihr findet meine Podcasts auf Spotify oder auf Apple Podcasts, auf allen verschiedenen Plattformen, je nachdem, von wo das ihr jetzt im Moment gerade zuhört. Falls ihr noch ein bisschen tiefer eintauchen wollt, könnt ihr auch auf meiner Patreon-Seite Mitgliedschaft machen, zum Beispiel, wo ihr dann alle Transkripte auch herunterladen könnt. Und so könnt ihr mehr lernen. Dort findet ihr auch noch ganz viel mehr Materialien zu Sachen Grammatik, Lückentext, Übungen, alles Mögliches. Und ja, ich habe einen Online-Kurs auf Udemy oder Skillshare, wo euch auch bei Schweizerdeutsch weiterhelfen will. Auf jeden Fall, merci vielmals fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal.